Ma me sind haut zusammengekommen op dem Schmelzerbe sing traditionell echt Vierfeier, wann ihr bedenkt, dass die echt Meefeier op engem normalen Wirksdag war an die Sondes verloet gehen, fir das Patronat nicht zu verleieren, da muss ich sich schon Gedanken machen. War 2004 haben die Steenheit gesagt an Dono all Joas als echt Meefeier organisiert. Ich behaupte mal zu sagen, auch wenn mir die letzten 2 Jahre neben einem kleinen Kreis das gefeiert tun, und da soll ich der Gemengevertreter große Merci für die Unterstützung an der Pandemie. Wir und Denken und das Schmelz habe ich da heiß gehalten. Auch wenn ihn sich das Demos nicht vorstellen konnte, als 5. Comedy von der Schöfflinger Schmelz, die letztes Jahr im Oktober hier 150 Jahre gefeiert hat. Für uns als einer Tradition ein Kanzler zu lehen und in der Schmelzadischer zu denken, eine Kultur gehen. Ich habe das gemerkt bei der Organisation des Jahres. Jeder hat darauf gewartet und merci an all, ohne Idee, dass die Organisation nicht möglich gewesen wäre. Besonders der Schöfflinger Musik, der Amtsis und der Gemeinde, und die Gewerkschaften. Leider gibt es auch die lokalen Gewerkschaften nicht mehr, wie das während der Pandemie. Für zu Fusionen von den Sektionen beim OGBL-Kommerz und nicht direkt gesagt, los die Sektionen, die funktionieren mit Ruhe. Auch wie der CGB sein Lokal abgehen hat, war bei mir kein Friede. Auch gerade an einer Wirtschaft wie Schöffling, wo die Gewerkschaften über 150 Jahre existieren, fragen wir uns, wieso wir das kaputt gemacht kriegen. Weil Haut Fusion an Ökonomie ein Zauberwort ist. Auch eine Manipulation vom Index fand ich mir nicht gut. Als Puppen haben sich Gedanken gemacht, für Eiskraftkraft zu erhalten. Das ist kein Sozialinstrument. Aber, wieso mir? Die Leute, die 5-mal den Mindestlohn verdienen, setzen sich schon an, wenn ihr Kraftkraft nicht mehr durchgeht. Die Leute mit Mindestlohn oder Mittelklasse, die 2 Klassen werden schon lange nicht verschmolzen, wenn der Index nicht da wird. Das Leier vom Patronat können wir verstehen, aber nicht akzeptieren. Die haben die 2,5% Augmentation schon lange ran, wenn ein Index drauf kommt. An der Lohn am Krieg, wo profitiert wird, vom Kapital für die Preise herabzusetzen, haben wir Gesicht an das nicht fand, wie ist es mit dem Index, wenn der Multiplikator nur im Beruf geht. Dann müsst ihr auch den Index drauf im Beruf gesagt gehen. Das sind für alle Schöfflinger Gewerkschaftler und Frauen an Ustöß für eine Diskussion bei unseren Politikern und Gewerkschaftsvertretern über den Index. Das Jahr ist echt 2022, ein Kulturjahr, und wir denken oft an die Krieg, den im Moment an der Ukraine ist. Wir müssen die Ukraine unterstützen, sie setzen sich an für eine Demokratie. Wir, der Schöfflinger Schmelzerbe, hat beschlossen, von unserem Subsid, den wir von der Schöfflinger Gemeinde kriegen, 5% zu spenden. Das ist für unser kleines Budget ein grosser Gest. Schöffling 11 hat gestern den Wirmer gekriegt. Das Lied, was hier entsteht, kann ich sich nicht vorstellen. Gehen zu Schöffling 3 Teenie-Häuser durch. Spruch an Integration, ja, ist wichtig, aber. Wenn ihr mit den Ukrainer schwätzt, denke nicht meine Großeltern, meine Eltern, die den 10. Mai 1940 geflüchtet sind. Sie wollten noch so schnell wie möglich zurück an ihr Land, Lützeburg. Auch sie waren ein Volk aus vielen Nationen, die sich als Lützeburger gefühlt tun und hier heimisch gefunden tun. Den einzigen Unterschied ist, dass die Ukraine viel mehr groß ist und sich ganz anders führen können, wie wir als Demut. Wie will ich kurz daran erinnern, dass du gedenken mir an den Generalstreik, der für 8 Jahre das ganze Feld überrascht hat. Dass ein Volk wie Lützeburg sich gegen eine Übermacht wehren kann. Und sie genau, dass ganz die Welt gegangen ist. Die bestialische Reaktion auf den Generalstreik wussten die Organisatoren. Genau wie auch heute die Leute aus Russland die hier Meinung so. Ich will ihr schon anrufen, ob als drei Gedenkfeier am 3. August, die wir zusammen mit dieser Gemeinde organisieren. Die besonderen Tag. Und wir hoffen auf eine Überraschung. Wir sind all Weekend am Pompelhaus und nun einen kleinen Auswahl von unseren Ausstellungsstücken ausgestellt. Wir brauchen einen Historiker für
als Archiven abzuschaffen, aber wir war doch nicht Geschichte von der Schöfflinger Gemeinde. Ich gucke nur ein bisschen neidisch auf Kehl-Tätinger Gemeinde. Am Pompelhaus, wo mir die Möglichkeit, mit diesen Unterstützer ein paar zu trinken und über die Schmelz zu schwätzen. Filme, ein Foto weise mir auch. Auch mir gehen immer neue Geschichten geworden. Kriegen Unikate, Ausstellungsstecker und noch neue Membres. Als Schmelzmuseum haben wir auch ein Malbuch für die Kinder am Spielschusalter über Schöffling gemacht. Die Idee, als wir etwas Neues beim Hop-Hop an dem Museum zu haben, den der 14. und der 15. Mai oben. Da machen wir als Museum mit. Und haben von 10 Uhr bis 18 Uhr ab. Wir müssen leider für als Malbuch etwas fragen, für unser Budget abzubessern. Wir brauchen unbedingt eine neue Kamionette. Wir hoffen dann auf die Unterstützung von den Schöfflinger und noch ein neues Gemeinde. Ich erlaube mir am Namen vom Schmelzarbeiter einen Vordruck von unserem Malbuch und unserem Bürgermeister zu gehen. Wir haben bekannte Bilder von Schöfflingen rausgesicht und kommen danach dabei. Auf der letzten Seite, die noch nicht dabei ist, beschreiben wir dann, was die Bilder weisen. Auch das gehört für uns zur Kultur, eine Edukativkultur, die wir am Namen von unseren Urgroßeltern, unseren Großeltern, unseren Eltern oder ganz einfach als Schmelzarbeiter oder besser gesagt Schöfflinger Schmelzarbeiter bei Esch 2022 vertreten. Ich soll euch vielmals merci. Liebe Kollege, Chamber Vizepräsident und Chefemacht Spauz, die Damen und Herren aus dem Gemengen an Schäferrot, wert Ehrengäste, alle Guren, von wo auch immer da kommen sieht. Eng weiter Keier sind wir hier bei der City um Ben für um Schöfflinger Portal, wo viel Arbeiter während über 100 Jahren den Weg auf die Arbeit, also auf die Schmelz gegangen sind. Es war anstrengend und zugleich eine wichtige Aufgabe und Pflicht für sie. Als Pappen und Großpappen, vielleicht auch Monien und Großmonien, es war ihren Alltag, haben sie geschafft, für die Familie zu ernähren, für Geld zu verdienen, für das Leben können zu meistern, und das war nicht immer einfach. Es ist gewusst, dass die Eisen- und Stahlindustrie unwiderruflich das Leben von vielen ermöglicht hat, ja das Gesicht von der Minetregion definiert und auch gelebt hat. Ja die Entwicklung vom Land, von unserer Gemeinde, bestimmt und geprägt hat. Schöffling wie nicht Schöffling, wenn die Arbeit nicht gewesen. Schöffling hat sich entwickelt mit und durch die Arbeit. Besser oder richtig gesagt, durch die Arbeiter auf der Schmelz. Es waren sie, die als Gemeinde mit Leben erfüllt haben. Es waren sie, die responsabel sind, dass Hautvereine wie der Fußball, wie die Schöfflinger Musik, wie den Turnverein, wie den CR Schöffling oder der Willusclub, dass es die Vereine gibt. Das steht alles in Relation mit den Männern und Jungen, sicherlich auch ihre Frauen, die auf der Schmelz geschafft, gelitten, aber auch gestorben sind. Es ist auch ein Patrimoine von unserer Schöfflinger Kommunität, es ist die Basis von unserer Entwicklung und von unserer Zukunft auch. Dafür ein Merci an all die, die darauf halten, dass das alles nicht an den Vergiss gerät. Wohl wissend, dass am Laufe von den 100 Jahren eine ganze Reihe von neuen Entwicklungen gekommen sind, von Verbesserungen von der Arbeitskonditionen. Nach wie vor bleibt aber, dass der Ansatz von den Gewerkschaften ein wichtiger Pilier war. Merci und die Leute rundherum das Schmelzarbeitermusee. Eine Gruppe von engagierten Leute, die aus der Amikal von der Schöfflinger Kolonien herausgewachsen ist, und sich neu aufgestellt hat, für die Erinnerungen der Schmelzarbeiter hoch zu halten. Und das ist wichtig, ja, das ist eine Necessität. Der Arbeit auf der Schmelz als haut vielen kein Begriff mehr. Ich meine, die meisten wissen nicht, was den Heischöven ist. Sie hören den Namen, aber sie wissen nicht, was der Feierstüppler ist. Ich denke, davon wissen da auch ganz viel, die an meiner Generation sind, nicht mehr davon zu zählen, weil es ja auch die Fragen mit Feierstüppler nicht mehr. Die lange Tür, was das meine ich, wie auch kein Mensch, mit war eine wichtige Notwendigkeit, für auf der Schmelz zu überleben. Was den Kuli ist, was die Arbeitskonditionen vom Schmelzarbeiter waren, nämlich die wenigsten wissen, was das geheischt hat oder bedeutet, ob der Schmelz oft in unmöglichen, ungesunden und schlechten Konditionen zu schaffen, für Geld zu verdienen, für die Familien durchzubringen. Es waren dax Langschichten, für am Endeffekt
e klenge Lohn an der Peitut zu hunn. Och wat eng Peitut das wees käme, weil zukommen automatisch op Konto. Vielleicht doch nicht immer genug, mir zumindest hat diese nicht länger tut hier zu füllen. Vielleicht ist mal eine Gratifikation rausgefallen, aber geschenkt ging als he nicht. Es war letzten Endes für die meisten von ihnen schwer verdientes Geld, mit teilweise, wie gesagt, unmenschlichen Arbeitskonditionen am Stips und noch mit Schadstoffen. Geklaut ging das aber nicht. Die Arbeit und der Lohn waren wichtig für die Familien zu steipen. Mein Bopa Jenny ja noch mein Schweierpap de Josi hun dat alles erlieft an deelweis mar auch erzählt, wie sie dat erdrohen hun anerlieft hun. Aber sie alle beit a viel andere och hun heimat Herzblut a mat Engagement op ihrer Schmelz, wie sie gesot hun, geschafft. Wennt hinnen si ma hei. Für Merci zu soen, a mat Respekt an Unerkennung hier erbecht, ihren Engagement zu appreciieren. Als Kollegen auf Rinn aus dem Schmelzarbeiter Musee dofir e grosse Merci. An net Fred als ze gesinn, ja ze erliewen, dat ze net alleng sinn. Weil net mich speit wie Göster als am Kader vun 22 e wirklich flotte Projekt eng Idee lancéiert gin, déi och dem Patrimoine vun der Sidérurgie sech verschriven huet. De Projekt vum Ferroforum fir et Salopp auszudricken. Eng Bereicherung fir d'Örbechten rundum de Schmelzarbeiter Musee, rundum die Equipe vom Aller Günther an dem Meerenzewig. Dat wat de mich feinen an do Demut op B gestalt hun als méi wie etwas Komplementäres. Zu Summe mat der Kamelleschmelz vom Trixie Weiss huet die zu Summe geschwesten Equipe vom Ferroforum e weitere wichtige Schritt in Richtung Musée de la Sidérurgie gemäht. Merci für dieses Projekt. Wohlwissend, dat hei kulturelles, wissenschaftlich orientiertes an unterschiedliche Know-how, a gesunde Menschenverstand, mat Herzblut gepurt, das heisig etwas Neues entwickelt, das etwas Neues in Trullen bräucht ginas. Am Namen von der Schöfflinger Gemeng wünsche ich dem Ferroforum an die Schmelzarbeiter Musee Equipe eng flott an zielführende Kooperation. Am mir freuen also lo Chance, wann de Projekt vom Musée de la Sidérurgie am Pompelhaus, weil so was es ugedurcht beim denkmalgeschützten Wasserturm Realität gëtt. Es sind überzeugt, dass dieser Wunsch auf von allem aber Erbechten an ihren Ansatz, an Ideen, Projekten, die Musee noch viel werden bringen. Dafür ein großes Merci. Die Damen und Herren, Schmelzers Zoo, das gesucht gehen, global 150 Jahre Aktivität, an den Areal von der Metzer Schmelz, oder wie wir Schöfflinger so von der Schöfflinger Schmelz, von der Arbeit Schöffling, haut ArcelorMittal, kriegt eine neue Vokation. Ein Stück Escher und noch ein Stück Schöfflinger Geschichte wird neu geschrieben. Da wo früher den Heijuwen aus Minet, Stahl und Eisen produziert wird, entwickelt sich etwas Neues mit Wohnquartieren, öffentlichen Infrastrukturen und Grenzzonen. Allerdings, und das ist der Verdienst von der Schmelzarbeiter von Ferroforum und vielen anderen, der Patrimoine bleibt erhalten. Auch von neuen Strukturen, neue Gebäude entstehen. Dafür, mengen ich mit einem lächelnden, aber auch kreischenden Nah, gucken wir auf diesen neuen Moment. Als Stahl, als Schmelzarbeiter Wirker, Symbol vom Lützeburger Wohlstand, verschwunden. Ihr Schicksal wird als Pappen und Großpappen sicherlich nie gedurcht tun, dass es so geschehen. Und aber, ich Stück von ihrem Leben als fort. Da das für sie sicherlich schwer zu verstehen. Wir sollen dabei aber nicht vergessen, dass das Schicksal von den Leuten an einem Stahlwerk allerdings noch mehr brutal kann sein. Denn alle haben es schon erwähnt. Gut 2000 Kilometer von hier, aber nur an der europäischen Grenze, zu Mariupol an der Ukraine, fährten und zittern Tausende von Leuten, Frauen und Männer, Kanner und Ehematbürger mit Leben, weil eine brutale Invasion von russischen Truppen unter dem Order von Putin ein ganz Stahlwerk will zerstören. Basis vom Leben von vielen Leuten soll Putin auf Recht geschlagen gehen. Das zu wünschen und zu hoffen, dass es ernst kommt, wie angekündigt. Ja, die Damen und Herren, das ist keine Selbstverständlichkeit, für am Frieden zu leben. Auch das sollen wir mit Blick auf den Krieg an der Ukraine oder sonst Krisenzonen durch die Welt bedenken. Ja, wir Lützeburger haben es immer nicht geschafft, uns neu aufzustellen, als neue Perspektiven zu gehen, als Zukunft quasi aufzusichern. Nicht durch Zufall, nein, durch das Engagement von den Leuten, die schaffen. Allerdings auch durch eine Reihe von guten Arbeiten von den politisch Responsablen.
An Haut am Vierfeld vom 1. Mai soll es dat méi wie kurze Gedanke wert sinn. Frieden a Gerechtigkeit sind Basis vom Wohlstand. An de Pilier vom Madeneen as left an de Madeneen vun de Mënschen, as verstehst du mech an Toleranz, as sind wir fir immer nees Bricken zueinander zu schloen. Dat wünschen ich euch für den 1. Mai. Den 1. Mai, den Tag von der Arbeit, den Tag für eng neu an durable Gerechtigkeit, den Tag für eng friedliche Nachbarschaft, eng friedliche Nachbarschaft an unsere Straßen, an unsere Vereine, an unser Gemeng, an unserem Land, an Europa, an der Welt. Das ist als einzige Aufgabe, die wir haben. Und dafür fängt nie an abzuhalen, und hal nie op unzufänken, für Frieden und Gerechtigkeit sich anzusetzen und zu schaffen. So, merci für die Nullausschuss.